glaube, ich freue mich, die Frage zu stellen. I see a bad one rising. Nein, nur weil es einfach meinem Inneren gut tun wird. Auf was bist du besonders stolz an mir? Es macht mich sehr, sehr stolz, wie du deinen Glauben lebst und wie du durchziehst, wie du kämpfst und eben immer noch die Kraft und die Liebe hast für andere Menschen, dass du aus deinen Erfahrungen, die schwer sind und die nicht einfach waren, dass du weitergeben kannst. Und das hilft mir auch ein bisschen, dass ich so darin ein bisschen einen Sinn sehen kann in deinem Leiden, in dem, was du durchgemacht hast. So, ihr Lieben, wenn man so mit diesem Video beginnt, dann ist es mega, mega krass, wenn eine Mutter sagt, ich bin bewegt, das zu erleben, dass die Tochter, die mega krasse Sachen durchlebt hat, doch sagen kann, dein Zeugnis wird für ein Segen für viele Menschen, die eigentlich auch durch Situationen durchgehen, die nicht ganz einfach sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich über Familie spreche und sage, oh, Backe, falsche Celebration, ich bin ja noch Single. Nein, wir alle sind in einer Familie geboren, also entweder hast du eine Familie reingeboren, sonst wärst du heute nicht hier. Oder es kann sein, dass du auch eine eigene Familie hast. Und die Frage ist, wie kann ich ein Familienleben leben, das Spaß macht, wo Gott in der Mitte ist und wo ich ganz, ganz große Wunder erlebe, sei das online live oder auch hier in der Halle. Ich möchte euch am Anfang euch ein paar Beispiele bringen, um uns ein bisschen so Druck wegzunehmen, weil wenn es um Familie geht, gibt es so viele Ratschläge, oder? Es gibt so viele Dinge, die du googeln kannst. Und wenn du keine Ahnung hast, dann frag ChatGPT und sie sagt ganz konkret, was der nächste Schritt ist für deine Familie. Wer kennt ChatGPT? Künstliche Intelligenz, genau. Frag, wie muss meine Frau sein? Und dann erklärt sie alles und das ist dann nicht deine Frau. So, wenn du ganz in die Bibel mal reingehst, ganz am Anfang gibt es Adam und Eva, oder? So, wenn man Adam und Eva sieht, künstliche Intelligenz erzeugt, da muss man sagen, das ganze Schlamassel von Familiendrama hat da angefangen. Die haben einfach das verkackt, sie haben den falschen vom Baum gegessen und dann hatten sie Kinder. Und der eine Sohn hat den anderen umgebracht. Man sieht Mord und Totschlag schon bei der ersten Familie. Und wenn du sagst, du hast noch keinen Mordschlag in deiner Familie, bist du schon qualifiziert. Dann die zweite Familie ist Noah. Noah, krasser Mann, der war ein Mann vom Glauben, war gehorsam, baut eine Arche, es hat noch nie geregnet, oder? Und dann geht in die Arche, die ganze Familie überlebt es. Und dann baut Noah einen Weinberg, ist stockbesoffen und nackt. Und das haben dann die Kinder gesehen und deine Eltern nackt zu sehen, muss man nicht unbedingt erleben, oder? So, auch da ein ganz komisches Bild. Dann hat man Jakob und Esau. Die Mutter ist unglaublich manipulativ, der Vater absolut naiv und dann die Brüder hatten einen Familienknatsch bis fast am Ende vom Leben. Und du sagst, ich habe ein Familiendrama, dann denken Jakob und Esau, es ist ganz sicher nicht ganz so schlimm. Dann haben wir ein anderes Beispiel, Josef und die Brüder, Eifersucht in der Familie, mega Familiendrama. Und dann Jahre später treffen sich wieder und alles ist wieder in Butter. Und dann sagt Josef den Brüdern, ihr Säcke, ihr habt so böse gemeint. Aber hey, Gott hat es gut gemeint. Du merkst auch das eine unglaublich Familiendrama in dieser Geschichte. Dann hat man zum Beispiel David, der hat den Goliath besiegt. Alle kennen das, unser Hero hat den Goliath besiegt, hat geworshipped mit der Unterhose, war ein Mann Gottes, ein König Gottes, ein leidenschaftlicher Mann Gottes. Und wenn du da hörst, die Geschichte daran zu denken, denk daran, David hat eine falsche Frau geschwängert, hat den Mann umgebracht und dann hat sein eigener Sohn seinen Vater verraten und gesagt, wenn ihr einen guten König nachfolgen wollt, nicht der Vater, folgt mir nach. Absolut krasses Familiendrama. Ich habe gute News, ich habe eine gute Familie gefunden. Maria und Josef. Maria und Josef bringen Jesus auf die Welt, den Messias. Come on, come on! Warte. Jesus war 3 Tage im Tempel, als er 12 Jahre alt war. 3 Tage. Und nach 3 Tagen sagt er, Maria zu Josef, nach 3 Tagen, hast du Jesus gesehen? Die haben seinen eigenen Sohn 3 Tage aus den Augen. Also jedes Amt würde ihnen das Kind wegnehmen. So, ich möchte dir heute sagen, komm runter mit deiner Familiengeschichte.
Wenn ich alles das höre, muss ich sagen, wow, es geht mir besser. Und ich merke, so schlimm ist bei mir noch nicht und bei dir auch nicht. Und mit anderen Worten, Gottes Reich ist nicht gebaut auf eine perfekte Familie. Jede Familie hat ihre Challenges, jede Familie hat einen Vater, eine Mutter und Challenges. Und ich möchte dir sagen, Gottes Reich ist aufgebaut auf nicht perfekte Menschen. Und keine Geschichte wird Gott davon abhalten, dass er mit uns seine Geschichte schreiben wird. Und lass uns mal für das Gott einen Applaus geben, weil dieser Applaus macht auch für dich. So, wenn man das alles so hört, ist es mega, mega krass. Und ich möchte mit einem Bibelvers beginnen und dann mit meiner Frau zusammen erklären, was bedeutet das, eine Familie zu bauen, die auch mit Gott unterwegs ist. Sprüche 24, Vers 3 heißt es, ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch den Verstand befestigt. Hier sind 2 Wörter. Weisheit bedeutet für mich, du musst nach Bedürfnissen leben. Was sind Bedürfnisse? Bedürfnisse beginnt einmal mit deinen eigenen Bedürfnissen. Und ich nehme jetzt mal dieses Haus, das ist so ein Beduinenzelt. Ich habe das bewusst so aufgebaut, ein Beduinenzelt. Das kann man so bauen, muss man nicht so bauen. Man kann es schwarz machen, grau machen, rot machen, blau, türkis machen, spielt keine Rolle. Und jeder von uns hat so ein Haus gebaut. Du hast so Werte, du hast Strukturen gelegt in deinem Leben. Du liebst diese Farbe, du liebst den Geruch, du liebst das Design. Jeder von uns hat ein Design. Und jeder von uns hat eine Vorstellung, wie Familie, wie Ehe, wie Kinder, wie Church, wie Gott sein muss. Und man baut sich so ein Haus und das ist nicht falsch, richtig, sondern einfach so ist es. Und dann sucht man Menschen, eine Frau, einen Mann, ein Kind und man steckt dann die Person, zack, in mein Haus rein. Und du bist mega happy, weil alle machen genau das, was du willst. Deine Kinder, wie du willst, deine Frau, wie du willst. Leo, der Pastor, ist genauso, wie du willst. Und auch online, Microchurch. Und das ist so unser Haus und man baut es in das hinein. Und das ist einfach so, wie es ist. Das ist jetzt nicht sagen, du bist egoistisch, sondern es ist einfach so, man baut sich das Haus auf. Man sagt, du lebst im Bubble. Und Social Media hat herausgefunden, wie du tickst, oder? Nicht TikTok, sondern wie du tickst. Und Social Media wird dir genau das bringen, was du willst und willst und willst. Und wenn etwas nicht in dein Schema passt, kann man das wegswipen. Kannst du bei deiner Frau nicht machen. Bei deinen Kindern kannst du auch nicht wegswipen. Sondern Gott vertraut dir etwas an und denkst so, okay, wie bringe ich das in meinen Plan hinein? Wer kennt das? Wie bringe ich das hinein? Und je enger du etwas leitest in deiner Familie, ist nur eine Frage der Zeit, und dann wird jemand ausbrechen aus deinem Haus. Und dann wird sie sagen, ich habe die Schnauze voll von dir. Ich habe keinen Bock mehr auf die Familie. Die meisten Kinder gehen mit 16 Jahren weg, weil sie keinen Bock mehr haben auf das klein eingeengte Haus. Ich sage nicht immer, wenn jemand mit 16 geht, ist alles falsch, aber oft brechen Menschen aus, weil es etwas zum Ausbrechen gibt. Und es ist mega, mega wichtig, dass du eine Sache verstehst. Dein Haus, das du aufgebaut hast, deine Vorstellung von Familie, von Frau, was auch immer, ist für dich okay. Aber dann musst du auch alleine bleiben. Und wenn du alleine bleibst, wirst du merken, das ist mega einsam. Geht dann auch nicht, oder? Mit anderen Worten, man muss sich aufmachen. Und das Coole ist, ein Beduinenzelt hat eben auch eine Vorderseite. Schaut das mal an. Man klappt das auf und plötzlich merkt man, das hat ja mega viel Platz. Und dann nimmt man Stühle raus, oder? Für die Frau, für den Mann, für die Kinder, oder? Merkst du? Man baut das aus, oder? Merkst du? Wird ausgebaut. Und das bedeutet, deine Struktur ist offen. Das bedeutet, es ist auch ein bisschen unsicher, weil das ist nicht mehr ganz so geschützt, du hast nicht mehr ganz so unter Kontrolle. Deine Frau, deine Kinder, weil das habe ich unter Kontrolle und da mache ich etwas auf. Und das ist ein mega, mega wichtiger Punkt. Das Erste, das ich euch heute mit auf den Weg geben möchte, wenn du nichts von dieser Predigt verstehst, dann tätowier das bitte auf. Das ist meine tiefste Lebensphilosophie. Denke in Bedürfnissen. Denke in Bedürfnissen. Jetzt ist das mega ruhig. Weil es ist so einfach, ich habe nichts gegen Erziehungskurse. Ich habe nicht einen gemacht, weil viele Leute kopieren statt kapieren. Du kopierst etwas statt
kopieren. Du kopierst etwas statt kapieren. Nimm ein gutes Beispiel. Jetzt kommen Leute hier hin und sagen, wenn ich Licht und LED-Wand auf der Bühne habe und ein bisschen Tattoos bei den Worshipper, dann wächst unsere Church. Ja, dann kommen sie, kopieren alles, was es gibt, gehen zurück in ihre Stadt und merken, keiner kommt. Du kopierst etwas, aber kapierst nicht, was ist der Geist dahinter. Und ich habe nichts gegen Kurse, aber oft kopierst du etwas und du drückst dann deine Familie, deine Kinder in ein Bild hinein und du denkst, warum geht das nicht auf? Ich mache alles nach A, B, C bis Z bis Q, alles habe ich gemacht und es funktioniert nicht. Du musst in Bedürfnissen denken. Was möchte ich mit dem sagen? Bedürfnisse und du denken bedeutet, Martin Luther sagte einmal, wenn ich viel Arbeit habe, dann gehe ich 2 Stunden früher auf und ich bete 2 Stunden am Morgen. Das widerspricht sich. Wenn du viel Arbeit hast, oft, dann kippt man das Gebet, oder? Und Martin Luther sagte mit anderen Worten, wenn du viel los hast, dann musst du hinsetzen und dir gut überlegen, wie kann ich all das, was Gott mir anvertraut hat, nach vorne entwickeln. Sonst läufst du deinem System und das System funktioniert ganz, ganz gut, aber Menschen sind keine Systeme. Menschen haben Gefühle, haben Bedürfnisse. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Familie, eine Frau, 2 Söhne, die sind alle genau gleich wie ich. So geh mal in den Urlaub mit deiner Familie. Wer kennt das? Hochproblematisch. Wenn sie klein sind, haben sie noch keine Meinung, funktioniert das alles. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich meine Frau glücklich machen? Wie kann ich mich glücklich machen? Den Simon und den Stefan. Der Stefan, der immer weiß, was er will. Und der Simon, der einfach mitfloatet. Und dann meine Frau, die hochkomplex ist bei den Bedürfnissen. Und ich bin der Einfachste. So, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Es funktioniert nur, wenn du hinsitzt und überlegst, okay, was ist das Bedürfnis von meiner Frau? Okay, sie hat gerne nicht zu heiß, nicht zu kalt, schon problematisch. Essen muss gut sein, ist Amerika problematisch. Und dann der Stefan, ich zeige euch ein Bild und ich sage euch nicht, wo das ist, werde auch das euch nicht sagen, wo es ist, ich mache keine Werbung. Ich habe ein Bild mitgebracht von unserem Urlaub. Und dieses Bild musst du dir anschauen, das hat mit Bedürfnissen zu tun. Das ist ein Campingplatz. Das Essen ist gut, das muss schon mal Italien sein. Es hat einen Golfplatz für mich. Hast du gesehen? In der Nähe ist eine schöne Stadt, Venedig. Meine Frau. Dann Simon und Stefan können Fußball spielen. Man kann Basketball spielen. Es hat verschiedene Schwimmbäder. Und ganz vorne beim Meer hat es eine Strandbar. Für mich. Dieses Bild, liebe Leute, hat jede Person in meiner Familie abgeholt. Also wir machen nicht einfach Urlaub. Ja, wir gehen nach Österreich. Oh, und dann? Oh, wir gehen nach Amerika. Und dann? Sondern du musst in Bedürfnissen denken. Und das ist mega aufwendig. Ich weiß, das ist total aufwendig. I know. Alleine zu sein ist auch aufwendig. Aber wenn du Freund unterwegs bist, eine Church, eine Familie, du musst in Bedürfnissen denken, nicht bloß in der Struktur. Du kannst Urlaub machen, das ist eine Struktur. Im Sommer machen wir immer Urlaub, das ist eine Struktur. Und du machst immer Urlaub, aber der Urlaub ist nicht gut. Und ich möchte euch herausfordern, es ist etwas Dynamisches und du musst das Zelt aufmachen. Ich war in vielen Orten im Urlaub, da würde ich alleine nicht hingehen. Also ich würde immer in die Malediven gehen, weil das Wetter ist gut, das Essen ist gut und die Fische sind immer da. Aber das ist meine Frau zu heiß da. Da verläuft sie wie eine Schokolade an der Sonne. Und ist so den ganzen Tag im Haus drin. Macht keinen Sinn. Du kannst auch in Wallisellen bleiben. Und das ist das allererste. Du musst in Bedürfnissen denken. Und das zweite ist, Bedürfnisse, und jetzt wird es mega kompliziert, verändern sich andauernd. Scheiße, I know. Dann hast du mal draußen mit deinen Kindern, du hast sie mal im Griff, oder? Und dann plötzlich merkst du, es hat sich alles verändert. Man muss in Seasons denken, ich habe diesen zweiten Punkt aufgeschrieben, umarme die Bedürfnisse. Und das verändert sich andauernd. Ich nehme ein Beispiel mit. Wir waren im Urlaub in der Türkei und haben meinen Kindern gesagt, langweilig.
Haus geschenkt bekommen, direkt am Meer, also Tennisplatz hinten, also alles, was es braucht. Und mir sind die Tränen runtergelaufen, gemerkt, okay, der Urlaub wird anders werden. Und einer unserer Söhne, Stefan, ist wie ich, er hat gerne die Kontrolle über den Urlaub. Der fragt jede Minute, was machen wir jetzt? Simon fragt nie, der go with the flow. Mega einfach. Hauptsache gibt's zu essen. So, das ist ganz, ganz einfach. Stefan, was machen wir? Wir gehen essen. Und dann? Ja, dann machen wir das. Ja, und dann. Ich habe gemerkt, Stefan war ein Problem im Urlaub, weil der hat immer gefragt, allein, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und jetzt? Ich habe gesagt, hey, weißt du was? Entweder stopfe deinen Mund. Oder, jetzt musst du schauen, was ich gemacht habe. Bin hingesessen, habe einen Tagesplan gemacht. Einen Ferienkatalog. Das beginnt um 8 Uhr, Donnerstag, 18. Juli, das ist nur heute, mit Bildern. Stehen wir um 8 Uhr gegessen im Kaffeehaus und ich war dankbar, dass er gefragt hat, in welchem Kaffeehaus? Und meine Frau hat nie gefragt, sie hat gedacht, Hauptsache du bist da, Leo. So, die Hälfte meiner Familie ist easy und der eine ist anspruchsvoll. So, ich möchte sagen, das ist anstrengend. Das ist mühsam. Und ich möchte euch heute sagen, in Bedürfnissen zu denken, ist dynamisch. Und es verändert sich andauernd. Susanna, wie erlebst du das, wenn sich Sachen... Also ich bin ja immer der gleiche. Gestern, heute sind eine Ewigkeit. Oder? Wie schön! Aber ich meine der Rest der Familie. Ja, also die Bedürfnisse, das ist das eine und die Season ist wirklich das andere. Also lass uns mal zurückdenken an Weihnachten. Wie hast du Weihnachten als Kind erlebt? Und wie erlebst du es jetzt? Ich habe Weihnachten als Kind so romantisch erlebt und es wird einfach nie mehr das Gleiche. Und dann habe ich Leo kennengelernt, dann war Weihnachten so richtig ein Familiencamp, weil er hat ja 4 Geschwister, die trafen dann alle mit Partner und Kinder bei seiner Mutter zu Hause ein und dann war Weihnachten ganz anders, weil es war ein Familiencamp und dann wurde es dann immer weniger, dann hatten wir eigene Kinder, dann war Weihnachten wieder anders und dann werden sie größer und auf einmal erlebst du Weihnachten und ein Familienmitglied ist nicht mehr da, weil sie gestorben sind. Und so ist Weihnachten als Beispiel, dass wir in Seasons leben, dass wir so viele verschiedene Momente haben. Und ich habe ein Zitat gelesen, da steht drin, es geht nicht darum, dass zum Beispiel Weihnachten jetzt immer Fortschritte bringt, dass es immer besser ist und noch größer und noch ein stärkeres Erlebnis, sondern es geht darum, dass wir gerade mit diesen Festen, die sich wiederholen in unserem Leben, daran erinnert werden, das Leben ist eine Season. Das Leben ist ein Kreislauf. Und damit werden wir daran erinnert, was eigentlich wichtig ist und was wir uns eigentlich merken sollten. Das Leben ist nicht kontrollierbar. Es ist dauernd in Bewegung. Das ist die Season. Ja, da gibt es aber so Season, die sind mega cool, die fühlen sich auch mega gut an. Der Frühling zum Beispiel, da blüht ja alles, oder? Muss gar nichts machen, es blüht alles. Dann im Sommer, sagt man, beim Weinberg siehst du kein Wachstum, oder? Nach außen, nach innen schon, ich wachse nach innen, ich bin nach innen glücklich. Kennst du das? Ich bin innerlich glücklich. Denkst, okay, außen sehe ich das nicht. Ernte ist immer mega spektakulär. Was ist der Winter? Der Winter kann bedeuten, deine Frau hat einen Challenge, dein Mann hat eine Krise, deine Kinder haben irgendwie auch ihre Challenges. Und in einer Winterseason, möchte ich euch sagen, geben wir oft auf. Du denkst, jetzt bin Single, ich habe keine Familie. Schön, Leo und Susanna, was du erzählst. Du kannst das Prinzip nehmen, es ist für alles das Gleiche. Du hast eine Familie. Dein Vater hat ein Bedürfnis, deine Mutter hat ein Bedürfnis, dein Hund hat sogar ein Bedürfnis. Genau, deine Kids haben auch Bedürfnisse. Dein Nachbar hat ein Bedürfnis, deine Church. Du kannst die Prinzipien nehmen, über alles hinwegsetzen. Und das bedeutet, Martin Luther hat gesagt, wenn ich viel zu tun habe, ich stehe 2 Stunden vor auf. Für was dann? Damit du dein Leben reflektierst, das, was Gott dir anvertraut, dass mit Gott in den Dialog kommt, sag, lieber Gott, immer wenn du an meiner Position wärst, wie gehe ich um mit meiner Frau, die nicht mehr on fire ist?
Und Gott wird eine Lösung geben, die anders ist, als vielleicht in meinem Leben ganz konkret. In Sprüche 24, Vers 3, ich möchte noch diesen Vers lesen, weil es gibt einen zweiten Teil. Ein Haus wird durch Weisheit erbaut. Also Weisheit bedeutet, man geht nach Bedürfnissen, aber auch mit einem Verstand befestigt. Was heißt befestigten Verstand? Bedeutet für mich ganz, ganz konkret, es ist Taten. Es braucht Taten. Bedürfnisse muss man erkennen und dann muss man das auch in Taten umsetzen. Wir gehen in 5 ganz einfache, praktische Beispiele hinein. Wie kann man die Bedürfnisse in Taten auch umsetzen? Das erste ist, spreche prophetische Worte aus. Es ist mega, mega wichtig, dass du deinen Freunden nicht nur sagst, hey, come on, es kommt schon gut. Wenn Gott eine Türe zumacht, dann macht sie wieder auf. Diese Slogans sind per se nicht falsch, aber manchmal sind sie falsch. Du musst sagen, Heiliger Geist, was hast du für ein Wort für meine Frau, für die Season, wo sie jetzt drin ist? Und das hast du für ein Wort für meine Söhne, wo sie jetzt drin sind. Ich möchte das ganz, ganz runterbrechen. Unser jüngster Sohn Stefan ist ein bisschen ähnlicher wie ich vom Typus her. Ähnlicher. Ich spiele besser Golf als er, aber ähnlicher. Muss ich jetzt bewusst sagen, um also ein bisschen zu stempeln. Stefan kann eine Nervensäge sein. Ich natürlich nicht. Und jetzt kann man manchmal sagen, Stefan, komm mal runter. Und ich habe mir gesagt, Stefan, du wirst immer anecken, weil du bist ein Leiter. Und Leiter bewegen. Und wer bewegt, eckt an. Du musst lernen, in deiner Leidenschaft zu wachsen, aber du wirst dein Leben lang immer schön anecken. Das ist deine Bestimmung. Das sind Leaders. Kennst du einen Leiter, den alle gerne haben? Hand runter. Leiter bewegen, ecken an und provozieren. Der Simon, wenn ich etwas brauche, sage ich, Stefan! Und er macht alles. Sagt mein Sohn, Simon etwas, der vergisst alles. Jetzt kann ich sagen, Simon, du bist mega chaotisch. Ich meine, bist du ein Chaot? Nein, er ist ein Künstler. Künstler leben in einer sehr farbigen, kreativen Delfinwelt. Ich sage dann zum Simon, Simon, ich habe eine Idee. Denk darüber nach und dann denkt er darüber nach. Nach einer Woche kommt und sagt, Papi, ich habe die Lösung. Stefan würde die Idee nicht genügen, sagt, was muss ich machen? Sag mir was, dann mache ich das. Wo muss ich hingehen? To-Do-Liste. Und ich habe lernen müssen, nicht zu sagen, du bist so ein Chaot, sondern, nein, du bist ein Künstler. Künstler brauchen Raum. Künstler dürfen einen Raum haben und das ist nicht per se falsch. Nur weil alles in der Schweiz und Deutschland so klar strukturiert ist, bedeutet das nicht, es ist überall so. Zum Beispiel in Südamerika ist das nicht so. Sondern beginne spezifisch prophetische Worte auszusprechen, aber zu sagen auch, was ist der Challenge? Jede Begabung hat einen Segen und auch eine Last. Sag auch, wo ist die Last, sondern nicht nur, es kommt schon gut, Gott ist mit dir. Das ist zu dünn. Als Dave ein Buch schreiben wollte, er hat es auch gemacht, habe ich ihm gesagt, Dave, mach es. Du hast ein Wort in dir drin, der hat sich jahrelang Gedanken gemacht und ich habe ihn motiviert, ein Buch zu schreiben. Er hat gesagt, mach sogar noch ein Predigt in unserer Church darüber, weil du hast eine Botschaft. Also ermutige deine Freunde, ganz konkret prophetisch für die Season, die man drin ist, oder? Jetzt nickt meine Frau, dann war's gut. Zweitens, involviere und übertrage Verantwortung. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Und das hat nicht nur mit Familie zu tun. In Lukas 16, Vers 10 und 12 heißt es, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr auch schon bei großen sein. Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, ihr wollt es auch die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen. Und Verantwortung zu übertragen ist ganz, 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 ganz einfach. Das muss man gut zuhören. Ich habe jahrelang eine Kleingruppe geleitet, eine Small Group, und ich leite immer noch eine Small Group. Und ich habe am Anfang einen Fehler gemacht. Ich habe immer alle zu mir nach Hause eingeladen. Und dann irgendwann sagst du mal, Jungs und Mädels, ihr alle müsst etwas mitbringen. Und dann die einen sagen, ja, ist gut, ich muss mehr mitbringen. Und die mit dem Appellohr kommen dann mit dem Lieferwagen. Und die einen hören das und sagen, ja, das stimmt, ich muss ja gar nichts mitbringen, weil es hat immer etwas da. Kennst du das?
Die einen essen immer alles und die anderen bringen immer alles. Und ich habe gemerkt, das geht gar nicht. Dann habe ich mich entschieden vor Jahren und gesagt, ab jetzt ist jede Person in meiner Kleingruppe verantwortlich für einen Abend. Du öffnest dein Haus, du kochst, du putzt, du machst alles. Und was das Coole ist, es geht Kreativität rein und niemand kann schmarotzen. Wenn du als eine Mutter sagst, ich koche immer alleine, niemand macht etwas, ich sage nur, I hear you, vielleicht ist deine Struktur falsch. Wer sagt dann, dass beim Familienabend du immer kochen musst? Du kannst ja sagen, jede Person, die kommt, kocht einmal. Und dann wird auch das Menü viel kreativer als immer nur dein Menü. Hört ihr, was ich sage? Du musst die Leute involvieren. Ja, das ist das eine. Und ein weiterer Punkt ist, wenn du gemäß deinen Bedürfnissen handelst, dann ist es schlau und versüßt das Leben, wenn wir Erinnerungen kreieren. Ich kann mich noch gut erinnern, eine Zeit lang haben wir jeden Dienstag das Leitungsteam bei uns eingeladen zum Mittagessen und zuerst war Simon da, dann ist Stefan noch gekommen, das war also in der Kleinkindphase und es hat mir den ganzen Tag gebraucht. Ich habe gekocht am Morgen, am Mittag haben wir gegessen und dann haben wir aufgeräumt und dann am Abend, als alle gegangen sind, hat Leo gesagt, so Familie, jetzt gehen wir ins Glattzentrum, jetzt gehen wir in McDonald's. Das ist ja eigentlich eine wunderschöne Geste, nur was ich gebraucht hätte, wäre, ich hätte mir gewünscht, jetzt einfach mal wir, Ruhe zu Hause und am Tisch sitzen nur wir vier. Das wäre mein Bedürfnis gewesen und spannenderweise kann ich das erst jetzt als Erlebnis einordnen, wo ich denke, so viele Jahre später, wo ich denke, wow, das war wirklich ein cooles Erlebnis, dass Leo uns als Familie jeden Dienstagabend mitgenommen hat ins Glattzentrum als Familie. Und es ist manchmal so, dass Erlebnisse im Moment, und das sind trotzdem positive Erlebnisse, sich im Moment nicht so positiv anfühlen und trotzdem ist es ein Erlebnis. Man muss sich einbringen und das ist der nächste Punkt. Erlebnis ist wichtig und ich habe es nicht immer als positives Erlebnis im Moment selber erlebt. Also Momente zu kreieren passiert nicht per Zufall. Das ist mega, mega wichtig, sondern wir wurden angefragt, ob ihr so eine Story of Christmas machen würdet und ich bin immer dabei und ich sage euch warum. Weil das bringt uns immer als Ehepaar an den Anschlag. Also richtig an den Anschlag. Also, weil ich fahre gerne stundenlang im Motorrad und meine Frau nach 10 Minuten ist Game Over, wie Batterie leer. Und ich möchte euch ein Bild zeigen, wo wir das gemacht haben. Wir sind gefahren, haben dann eine Bank gesucht und es gab keine Bank. Und meine Frau hat gesagt, das ist mir scheißegal. Ich liege auf dem Boden. Und dann habe ich gedacht, ja, auf dem Boden kann man liegen, aber die Art und Weise war sehr spektakulär. So, wir vergessen diesen Trip nie mehr, weil es sind creating memories. Ein anderes Beispiel, ich habe meinen Freunden gesagt, lasst uns mal 4 Tage Motorrad fahren gehen, dass unsere Beine richtig schwarz werden. Hier ist ein Foto. So, das ist aufgenommen in Sardinien. Und alles, was ich von Sardinien weiß, ist, mein schöner Fuß ist dreckig. Ich würde sagen, kreiere Erlebnisse, die über das hinausgehen, was du immer machen möchtest. Das 4. ist, sporne an, mit Jesus erweckt zu leben. Weil wir alle, wenn ich euch fragen würde, was ist euer Wunsch, und sagen alle, ich möchte, dass meine Söhne, meine Töchter, meine Mutter, mein Vater Jesus nachfolgt von ganzem Herzen. Aber dann ist immer meine Frage, ja, ich höre dich, ich habe diesen Wunsch auch, aber dann ist meine Frage, ich glaube nicht, dass wir Leute nur mit Worten in dem Sinne motivieren, sondern Menschen schauen dein Leben an. Ist dein Leben so on fire für Jesus? Verkörperst du das Reich von Gott oder sind das einfach Dinge, die man übernommen hat? Sie sind zwar inhaltlich korrekt, aber es lebt in dem Sinne nicht. Und Susanne, du hast ein gutes Beispiel erlebt, wie unsere Söhne sich in einem Punkt krass verändert hatten, ohne dass wir was gesagt haben. Ja, vor ein paar Jahren habe ich mich inspirieren lassen vom Minimalistic Lifestyle. Das heißt, man mistet Dinge aus. Und was ich dort gelernt habe, ist so was Weises, weil die
hat gesagt, du musst jetzt deine Familie nicht zum minimalistischen Lifestyle bekehren. Das heißt, ihnen sagen, was sie alles wegschmeißen müssen und, sondern du lebst es vor. Und deine Familie lebt es nachher nach. Und genau so habe ich es erlebt. Und das spornt mich an, auch im Glauben. Ich lebe es vor. Meine Familie macht es anders als ich. Und trotzdem bin ich eine Inspiration. Und trotzdem bin ich ein Vorbild. Und der letzte Punkt, ganz zum Schluss, lebe eine göttliche Familie. Und das meint, es gibt immer einen Preis, den wir zu zahlen haben. Und wenn wir da nicht bereit sind, leben wir in Einsamkeit. Ich habe dir vorhin das Beispiel erzählt, das Leo uns mitgenommen hat im McDonald's. Das entspricht nicht meinem Bedürfnis oder hat nicht meinem Bedürfnis entsprochen. Und es gibt Momente, wo wir den Preis bezahlen müssen. Und trotzdem gibt es Momente, und es gab auch Momente, wird es wahrscheinlich immer geben, entsprechend den Season, wo wir drin sind, wo ich meine Bedürfnisse, nur weil ich den Preis zahle, nicht übergehen kann. Und ich habe gemerkt, Ferien sind nicht so, dass sie für mich erholsam sind mit meiner Familie, als muss ich meine Arbeit so einteilen, dass ich nicht total am Ende bin, wenn wir Ferien haben. Oder zum Beispiel auch der freie Tag war nicht so, dass ich mich körperlich erholen konnte mit 2 Jungs und einem Mann. Also musste ich meine Zeit und meine Bedürfnisse so einteilen unter der Woche, dass ich den Preis zahlen konnte für die körperlichen Aktivitäten in der Familie. Und es gibt immer einen Preis, den wir zahlen müssen. Und das muss nicht das geht auf meine Kosten, aber meine Bedürfnisse muss ich genauso in Acht nehmen. Ich habe meiner Frau gesagt beim Urlaub, Schatz, deine Zeit kommt noch im Himmel. Da kannst du hängen und Jesus anbeten, solange du willst, dann sind dann wir da nicht dabei, da sind wir am Golf spielen. Nein, es ist mega, mega wichtig, was ich euch am Ende sagen möchte. Das ist meine Herzenspredigt, das ich heute gehalten habe. Du musst in Bedürfnissen denken, nicht in Strukturen. Vergiss die Strukturen. Du kannst alles richtig machen, es ist alles falsch. Du kannst jeden Abend um 6 Uhr mit der Familie essen und du hast gegessen, aber es ist keine Familie. Sondern überleg dir immer wieder, was braucht meine Frau jetzt? Was braucht mein Mann jetzt? Was brauchen meine Kinder jetzt? Was braucht mein Sohn jetzt? Meine Tochter jetzt? Mein Enkelkind? Was brauche ich? Und du merkst, es ist ein hochkomplexes Thema. Und dieses Bild von diesem Beduinenzelt bedeutet, wenn du einfach Leute nur in diesen Vordergrund hineinlässt, dann bricht man aus. Und du musst immer wieder dein Zelt öffnen und über deinen Schatten springen können. Oft fragen mich Leute, Leo, findest du das cool? Sag mir, das ist die falsche Frage. Wenn du mich fragst, Leo, was hättest du gerne? Ich weiß schon, was ich will. Aber dann kannst du alleine bleiben. Bei der Church auch so. Wenn ich in eine Gemeinde leite, ICF ist nicht so, wie ich das alles gerne hätte. Vergiss den Fisch. Es sind zu viele Leute, die mitprägen. Es ist immer so, es ist ein Miteinander und man prägt etwas. Und man sitzt hin und sagt, Heiliger Geist, wie kann ich jetzt das lösen? So, ich möchte mit einem Gebet enden, und zwar, unser Leben hat sich wieder verändert. Wir sind Großeltern geworden. Weißt du, was heißt das? Alles, was ich jemals gemacht habe, ist weg. Und es beginnt wieder von vorne. Windeln wechseln, stinkig, heulend. Wo gehst du hin? Ah, können wir nicht, das ist ein kleines Baby. Wir sind immer ständig in Seasons. Und manchmal fühlt sich die Season besser an, Frühling, und manchmal schlechter, der Winter. Aber in all denen ist Gott mitten bei dir drin. Und wenn du heute denkst, dass deine Familie ist eine Katastrophe, dann denk an Anfang der Predigt. So schlimm kann das nicht sein, solange noch nicht jemand umgebracht hast, wie am Anfang bei den ersten Familien aus der Bibel. Ich lade euch ein, aufzustehen, live, online und zusammen. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte beten, dass der Heilige Geist dir jetzt begegnet. Du hast so viele Dinge gehört, aber der Geist Gottes leitet dich, ist auch dein Lehrer und er weiß ganz genau, was ist der nächste Schritt für dich. Vielleicht bist du da und du bist Single, vielleicht bist du befreundet, verlobt, verheiratet,
geschieden, verschieden, Witwer. Vielleicht ist deine Familie auseinandergefallen. I don't know, was auch immer deine Geschichte ist, aber eines weiß ich. Dass Jesus hat gesagt, ich will bauen mein Haus. Und Jesus, hier bin ich. So ein kompliziertes Thema. Und ich bin manchmal so überfordert mit mir alleine. Und dann kommt noch die Familie dazu. Heiliger Geist, du wurdest mir gegeben, als mich zu leiten und auch zu führen. Zeig mir den nächsten Schritt. Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Es ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal, dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und tschüssi.